Chat, sagt ehrlich, ist es okay, wenn ich noch nebenbei Chips esse und ein bisschen knuspern? Ich muss sagen, ich habe so Hunger, ne? So fucking Hunger. Nichts nachgehabt, Digga, viel zu wenig. Ja, nicht mehr viel. Die Chips sind Ehre, ich sage nicht so, wie es ist. Chips bei der Doku, die müssen einfach sein. Also holt noch etwas zu essen. Wir schauen dort jetzt rein. 21 Minuten. Let's go. Ich wünschte mir nichts mehr wie einfach nur eine Beziehung. Ja. Daten während Corona ist kompliziert. Neue Menschen kennenlernen, fast unmöglich. Sie lieben sich. Schau, die zwei Schweine ins bessere Sexleben als ich im Moment. Oha. Oh ja, im Bett mit Hundeblick. Nein! Lame! Lame! Viele von uns hocken seit Anfangsjahr die Hause rum. Digga, das klingt für mich schon nach Anspruch des Todes. Keine Hobbys, keine Partys, kein Sex. Dating-Apps wie Tinder und Grindr sind für viele Singles die einzige Möglichkeit, um jetzt jemanden kennenzulernen. Chat, bin ich zu laut am Knuspern, ist es okay? Er wird schon ganz klar Grössenangaben wissen von meinem besten Stück. Also so läuft das. Normal. Auf Grindr ist das sehr normal, ja. Also er ist in dem Fall schwul, habe ich jetzt gehört. It's a match, look. Nach einem Match gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder man trifft sich draussen mit Abstand oder dann gerade daheim. Auf Distanz oder mega nahe. Es ist so. Gut, das ist ja jetzt etwas, das hat sich vielleicht wieder ein bisschen gelockert, aber es ist ja gleich immer noch ein aktuelles Thema. Dating in der Pandemie, oder Chat? Anstrengend. Ich wollte herausfinden, was macht die Pandemie mit Singles? Sie, die hier hockt, ich glaube, sie heisst Isabel, sie kenne ich sogar vom SRF-Projekt. Perfekt, Digga. Hallo, hier Dates, Dating. Modcheck, Dating, huch. Ich bin selber nicht am Daten, ich bin in einer Beziehung. Aber meine Mitbewohnerin Isabel ist Single. Sie hat es aktuell aufgegeben, jemand Neues über eine Dating-App kennenzulernen. Tinder hat sie gelöscht, es ist ihr zu kompliziert. Hat sie nicht vorher noch tindert? Ich weiss aber, dass Hat sie nicht vorher noch getindert? sie ab und zu gleich drauf ist, gerade wenn sie im Shutdown einsam wird. Why not try? Gleich kann ich daten, schreiben, jemanden kennenlernen, weil was irgendwie auch fehlt, ist schon die menschliche Nähe. Und gar nicht, klar auf die eine Seite körperlich, aber auf die andere Seite ja auch emotional. Also meinst du, es fehlt jetzt wegen Corona? Ja, also ich habe halt einfach Die checken nicht ganz, wie ihre Pizza ist, wenn ich ehrlich bin. Ich muss immer dort her in dem schauen. Moment, wo die Zahlen höher geworden sind, habe ich mich beschränkt auf meinen engsten Freundeskreis, oder? Und dann lernst du halt auch gar keine neuen Leute mehr kennen. True. Ich meine, ich habe den ganzen Januar niemand außer Die ganze Pizza weg. euch und knapp meine Familie gesehen. Und das ist aber einfach zu wenig, ganz klar zu wenig für mich. Wenn man auf Tinder. Bist du bereit? Hat sie es jetzt runtergeladen? Ja. Ah, sie laden es gerade runter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, ich bin in einer glücklichen, wie soll ich sagen, in glücklicher Form, dass ich nicht muss daten, nicht haben müssen daten. In der Pandemie, von dem her bin ich froh, aber, so wie es Mara zum Beispiel vorhin geschrieben hat, es ist absolut nervig. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus nervig ist, in der Pandemie, beziehungsweise eben mit Abstand etc. zu daten. Vor allem, wenn man nicht so viel machen kann, beziehungsweise nicht so viel hätte können machen. Jetzt ist ja wieder mehr möglich. Ja, okay, Cam denkt, oh, ich wrap it up. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es echt schwierig war, in der Pandemie halt neue Leute kennenzulernen, weil man ja nicht möchte angesteckt werden, beziehungsweise dann andere Leute anstecken. Also, was bin ich interessiert? Wegen Pandemie ja alle eher horny. Ja. Wein, Ja. Comedy, Netflix. Ja, Politik. Nein, auf keinen Fall wandern. Mit dem Mutig. Golden Spread. Ich sage, das ist dein Lucky Shot. Gut, ich hoffe, ich habe nicht zwischen den Zähnen. Ich sehe, dein Umgang ist schon recht leger mit Tinder. Ja, hat man vielleicht auch daran gewöhnt, gell? Gut, hier sind wir. Also sie hat jetzt ein Tinder-Profil gemacht, auf schnelle Welle. Und jetzt nimmt sie unter, wie Chachi das ist. Ja, gell, was sind denn jetzt so deine Kriterien? Das ist auch nicht so genau. Chat, was sind eure Kriterien? Das ist schon mal ein schlechtes Foto, das ist einfach oben ohne. Der meint, er sei ein Engel. Und dann so LinkedIn-Bilder, einfach nein. Also, ja, weißt du, irgendwann musst du ja auch Regeln machen, weil man hat viel zu viele Matches und viel zu viele Leute, die einem schreiben. Dann muss man auch einfach irgendwie... Okay. Das ist wirklich so, du musst dir irgendwelche Regeln machen. Was willst du jeden liken? Der hat schöne Haare. Eigentlich, das Ding ist wirklich... Jetzt ein Match, look. Das ist jetzt ja mega schnell gegangen.
Und dann musst du schauen, wenn ich ihm zuerst schreibe, hey, schreibt er sicher wieder zurück. Und dann, oh ja, im Bett mit Hundeblick. Nein, lame! Ich kann mir vorstellen, dass als Frau auf Tinder, ich glaube, als Frau ist es wirklich sehr, sehr, sehr mühsam, etwas wirklich zu finden. Ich glaube, da wirst du einfach angeschrieben, ja, von jedem quasi so. Ja, als Frau easy. Ja, als Frau habe ich das Gefühl, schon easy im Sinne von, du wirst angeschrieben. Aber ich weiss nicht, korrigiert mich, ich bin keine Frau, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, als Frau wirst du eben wie von jedem angeschrieben und dort ist dann auch viel Schlechtes dabei. Das ist ein bisschen fies, aber you know what I mean, so. Also, ja. Lame! Aber ich finde jetzt auch sie, die alles durchschaut und einfach sagt, nee, Digga, nein, will ich nicht, ist dann auch so ein bisschen so, ja, also weißt du, irgendwo durch, ich musst dich ja nicht wundern, wenn du kein Match findest, so. Oh Gott, was ist das? Nein! Okay, ich bin so schlimm. Ich bin richtig gemein. Gell, du bist mega oberflächlich. Ja, für das ist die App ja gemacht. Macht das eigentlich nicht? Du denkst, jemand tut sich einfach auch anhand von so 0,2 Sekunden abstempeln. Ja, darum bin ich jetzt ja schon lange nicht mehr auf Tinder gewesen. Ich finde es schon nicht so geil, einfach wie ein Stück Fleisch behandelt zu werden. Ich meine, mein Bedürfnis ist, als Mensch wahrgenommen zu werden. Ich finde, dort ist aber auch so ein bisschen das Ding, eben Tinder ist halt wirklich so, du musst relativ schnell entscheiden oder du entscheidest relativ schnell, ob jemand willst oder nicht. Andererseits muss ich aber sagen, ich finde, dort sind die Leute aber einfach auch ein bisschen selber die schuld. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein bisschen selber verschuldet, weil die Leute auf Tinder, die sind mega oberflächlich. Die sehen einen Dude oder eine Frau, die ihnen nicht super entspricht und sagen, nee, Digga, nee. Hingegen, ganz ehrlich, wenn ich auf Tinder wäre, würde ich mehr Frauen die Chance geben und nicht nur sagen vom Aussehen her, boah, die ist ein 10 von 10, Digga, nur die und nichts anderes. Sondern du lernst ja nur Leute kennen. Ich meine, schau auch in deinem Freundeskreis, oder wenn du normalerweise Leute lernst kennen, dort ist ja auch nicht einfach jede Person ein 10 von 10. Oder? Wenn du in deinem Freundeskreis neue Leute kennenlernst und die dann eben potenziell wo steht oder du weißt, was ich meine, die sind auch nicht immer alle 10 von 10. Und ich habe das Gefühl, man muss ja auch ein bisschen den anderen Leuten Chancen geben. So. Aber ja, wir schauen weiter. Als ebenbürtig, als gleichberechtigt, als auch liebenswert. Und das gibt mir Kinder schon nicht. Ja. Das gibt mir dann vielleicht das erste Treffen. Und das ist momentan halt schwierig. Und machst du ja, halt nicht. Das findet halt im Moment in meinem Leben nicht statt. Jemand, der gerade richtig viel mit Online-Dating zu tun hat, ist Nina. Sie hat sich auf Instagram bei mir gemeldet, wo ich Leute für den Film gesucht habe. Sie wohnt alleine, schafft wegen Corona viel von daheim aus. Und ihre Dates hat sie manchmal auch bei sich in der Wohnung. Wie war es? Oder wie waren deine Dates diese Woche? Ja, es geht so. Oh nein. Also ich habe jetzt für mich gerade entschieden, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Pause mache. Weil es ist so anstrengend. Also am Sonntag war es so, dass wir eigentlich einen mega schönen Abend hatten und uns gut bestanden haben. Und dann beim Tschüss sagen hat er mir, ich weiß nicht, ob er mich küssen wollte oder nur mehr einen Kuss auf die Backe geben. Auf jeden Fall ist es mir mega schräg gekommen. Zu der Covid-Zeit kann man halt nichts machen, außer zu sich heimgehen. Es ist eigentlich wie so, du überspringst einen Schritt, oder? Weil normalerweise gehst du vielleicht etwas trinken und dann heisst es ja, okay, geh allein heim oder du kommst mit. Und jetzt triffst du dich halt schon daheim. Und ich habe das Gefühl, dass viele Männer da auch nicht ganz richtig einschätzen können. Wenn man dann gleich schon so in einem intimen Rahmen ist, aber gleichzeitig halt man sich erst kennenlernt. Oh Mann. Also der Kollege, wir sind in einer verdammten Pandemie, in einer Pandemie, verpiss dich mit dem Maul, oder? So, muss man dann zuerst mal besprechen. Da ist es, oder? Oder wenn zum Beispiel einer bekommt und findet, hey, Bill Gates ist allem die schuld, dann müsste der jetzt auch nicht daten. Also weißt, es gibt wie so noch mehr Punkte, wo nicht bei einer Wellenlänge sind. Ich dir auch, danke vielmals. Wir hören voneinander. Bis dann. Ciao. Mein Eindruck von Daten während Corona bis jetzt: Es ist schwierig, mit dem Verhältnis von Nähe und Distanz klarzukommen. Die Nina hat mich zu ihrer Heim eingeladen. Sie wollte mir noch mehr zu ihrem Datingleben erzählen. Jetzt treffe ich aber zuerst mal den Lou. Er hat auch gerade ein bisschen Trouble beim Daten. Er ist seit 14 Jahren Single. 14 Jahre Single? Aber seit dieser Corona-Pandemie sehnt er sich immer mehr so nach einer Beziehung und nach Zweisamkeit. Und ich finde das ultra verständlich, ehrlich gesagt. Und dann hat er letzten Herbst auch einen Mann kennengelernt. Und sie haben sich total viel geschrieben und auch gefacetimed. Sie haben sich wegen der Pandemie aber nie gesehen im echten Leben. Und Lou hat mir erzählt, dass er schon auch ein bisschen verknallt ist. Aber jetzt im Moment läuft es leider gerade nicht so gut. Ja, es ist mega Das ist einfach der schwierig. Lou.
Okay. So seit gefühlten 2 Wochen Drag Queen Gossipa. eher Funkstille, also nur noch sporadisch Kontakt. Ich habe auch versucht, ich bin relativ leger, also man hätte sich ja wirklich outdoor auf einen Spaziergang treffen mit den Social Distancing Rules und sich so kennenlernen, aber das ist einfach halt nicht zustande gekommen. Und man hat dann nur noch sporadisch mal irgendwie so einen Gruß bekommen, aber normalerweise hast Digga, aber es gibt jetzt halt auch recht viele Leute in unserem bzw. eurem Alter, die jetzt knapp 2 Jahre keinen Sex hat, sofern man überhaupt schon hat. Das prägt schon Kappa. Ja, Kappa, ich glaube, das prägt schon, wenn man halt längere Zeit keinen Sex hat. Aber also ich habe persönlich das Gefühl, in unserem Alter, wenn man nicht in einer Beziehung ist, und das vielleicht auch mal für ein längeres Zeitchen, dann hast du zum Teil auch gar nicht so viel Sex. Weil ich glaube, viele Leute, oder unsere Generation, oder unsere Jugend, die ist wieder mehr so ein bisschen back to the roots, im Sinne von, ich habe nicht mit hure vielen Leuten Sex, sondern suche mir die Sexualpartner relativ gut aus. Und ich kenne viele Leute, die Single sind seit längerer Zeit und halt keinen Sex haben. So. Schnell mal, schnell. So. Und ich glaube, wenn du in einer Beziehung, wenn du nicht in einer Beziehung bist, dann hast du halt mal für eine längere Zeit keinen Sex. Ausser du hast die Glücklichen unter sich, haben irgendeine Freundschaft plus oder so, wo das gut funktioniert und dann ist man auch bedient. So. irgendwann das Morgenselfie im Badzimmer mit einer vertrümmerten Fresse oder sonst halt, wie man authentisch sich halt auch zeigt, weil das ist dann schon auch der Alltag gewesen. Also wir haben nicht nur alles schön geredet, sondern man hat den Real Life versucht irgendwie digital mitzugeben und das ist irgendwie so seit 2 Wochen sehr schwierig. Ich merke, du bist auch ein bisschen traurig. Ja, also weil ich habe ja irgendetwas aufgebaut. Also es ist für mich jetzt zusammengefasst im Moment eigentlich eben mich auch so ein bisschen contactless fühlen, habe ich etwas aufgebaut und ich bin heute eigentlich so wie, dass ich eigentlich fast nicht als Fehler, aber als Time Waste anschaue, weil da hat es ja vielleicht einen anderen Barry gehabt, wo ich mich hätte schon darum bemühen können. Und ich weiss, das ist jetzt recht zickig. Ja, aber du weißt es ja gar noch nicht, oder? Wir haben ja kein klärendes Gespräch gehabt bis jetzt. das klärende Gespräch, wo mein Bauchgefühl mir sagt, dass da ein Nebenbuhler wieder im Spiel ist, haben wir noch nicht gehabt, nein. Hoi, mein Lieber, ich hoffe, es geht dir gut. Hast einen schönen Tag im Schnee gehabt. Wie sieht es aus mit dem Karl? Schon krass, was für eine Beziehung der Lou aufgebaut hat zu einem Mann, Beste. den er noch gar nie gesehen hat. Ich habe das Gefühl, er wünscht sich mega fest die Nähe. Die Nina hat mir vor ein paar Tagen etwas ganz anderes erzählt. Ihr kommen die Typen zu schnell, zu nah. Über das wollte ich mit ihr reden. Und dann die Typen, die vielleicht noch warten, bis wir ein bisschen weg sind von der Straße. Als ob du alle Chips schon gefressen hast. Mal, Digga. Ich liebe Chips. Ja, also mit dem einen habe ich mich so eben über Tinder kennengelernt und hat dann ein paar Mal noch angerufen, dann haben wir telefoniert und so und uns so ein bisschen besser kennengelernt. Und nachher wollten wir eben eigentlich zusammen laufen und dann hat es aber so gestürmt, dass ich gesagt habe, ja easy, dann kommst du halt zu mir. Und dann hast du halt schon gemerkt, irgendwie ist es so ein bisschen eine komische... Hey, ich stelle mir das halt auch schwierig vor, wenn du halt wie beim ersten Date oder bei den ersten Dates jemanden musst zu dir heimnehmen, ohne vorher schon ein bisschen Anlaufzeit zu haben, weil ja, ich meine, es ist ja vielleicht noch üblicher so, oder zumindest wo ich noch datet habe, dass man ja, ab und zu vielleicht noch zuerst draussen war und dann erst zueinander ist heimgegangen und dann zusammen Chips gegessen hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das ist schon schwierig, wenn du halt wie nicht kannst etwas machen kannst, obwohl das jetzt halt heute auch nicht mehr so ist. Also es war einfach anders. Es war viel weniger ungezwungen, weil erstens hat er so gefunden, er hätte schon lange niemand mit getroffen, außer halt den engsten Umkreis. Dort fängt es schon mal an. Okay. Und eben, du bist dann wirklich in so einer Privatsphäre, aber gleichzeitig kennst du dich ja noch gar nicht. Und er ist mir zum Beispiel am Anfang recht nahe gekommen und ich habe mich dann irgendwo anders angesetzt. War das unangenehm? Ja, Sandu, moin! dann war eine Viertelstunde bei mir und hockt so nahe zu mir an. Also, ich finde recht strange, wenn du innerhalb von einer Viertelstunde das Gefühl hast, du musst so nah an eine Frau anhocken, egal ob eine Pandemie ist oder nicht. Ich kenne auch persönlich keine Frau, die das voll geil findet. Schau da, das ist mein Lieblingsplatz. Das ist so ein kleiner Bauernhof. Oh, schau sie! Sie lieben sich! Sie lieben sich! Ja, passend, perfekt. Digga, du bist echt so ein Schwein. Du bist echt so ein Schwein, bist gerade am Liebe machen, dann kommt das Essen vorbei, denkst du, oh, Digga, verpiss dich mal. Du bist echt nicht so schön am
Und dann kann man sehen, Da gibt es fast ein besseres Sexleben als ich. Big FY, ja. Big FY. Der andere, den ich noch getroffen habe, der ist mir dann einfach auch irgendwie jetzt näher gekommen, am Schluss. Und hat dann aber da irgendwie nicht wirklich eingesehen. Also hat dann so gefunden, ja, es sind schon andere, die noch weniger faszinierend finden, näher kommen. Geiles Argument. Und ich finde dann halt so... Ja, entweder du akzeptierst... Also weißt du, ich will gar nicht deine Meinung dazu hören, du hast das einfach zu akzeptieren und sonst kannst du mal... Ja. Und darum habe ich jetzt im Moment so ein bisschen... keinen Bock, aber ich weiß auch nicht so recht, wie ich es ihnen sagen soll. Und darum legen wir nachher Karten. Aha, du legst eine Karte, dass man finden. Wie sage ich diesen Männern, dass ich jetzt keinen Bock auf sie habe? Ja gut, so spezifisch geben da auch Karten keine Antwort. Also. Was für Karten legen? Nina hat es gerade ein bisschen gesehen mit den Boys. Was für Karten legen? Tinder. Verständlich, sage ich da nur. Das ist der Till. Er hat heute seit langem wieder mal ein Date. Er hat sie auf einer Dating-App kennengelernt. Wow, Till, sonst. Ehrenmann. Ich darf zwar leider nicht mit aufs Date, aber ich darf ihm vorher ein paar Fragen stellen. Also, wie lange hast du jetzt kein Date gehabt? So Grössenordnung? Grössenordnung etwa so 4 Monate. Digga, das ist ja nichts. 4 Monate kein Date. Ich finde das recht kurz, oder? Chat, was meint ihr? 4 Monate ist jetzt nicht so lange Zeit. Genau. Also ich habe so ein bisschen Sommer, so ein bisschen Herbst. Hey, ich kann euch sagen, genau an dieser Stelle bin ich letztens Pizza essen in Zürich. Und dann habe ich gesehen, wie eine, es ist jetzt no racist, aber ich glaube eine Asiatin hat einfach ganze Pizzascheiben ins Wasser geschossen. Ganze Pizzastücke. Das war das Letzte, was ich gesehen habe. Wirklich. Schiene habe ich ein paar Mal getroffen auf einen Kaffee und einen Spaziergang. Und dann habe ich gefunden, so ein bisschen, dann über die Festtage und so mal ein bisschen eine Pause gemacht. Ich habe selber gemerkt, ich bin mega oft auf Tinder gegangen oder auf Bumble und dann wieder weg. Und 4 Monate geht schnell vorbei, ja. Bin ich auch. Mir falsch, 4 Monate ist schon eine lange Zeit so an sich. Aber 4 Monate kein Date haben, ich meine, ich hatte dann, als ich Single war, durchaus, wie soll ich sagen, durchaus längere Zeit kein Date gehabt. Gut so 2 Jahre. Ich habe das Gefühl, ich bin so oft an dieser App gehangen und das hat mir selber nicht so gefallen. Und ich fand, es ist auch mal gut, ein bisschen Pause machen. Und ja, und jetzt habe ich das Gefühl, ich gebe dem nochmal eine Chance oder bei dem nochmal verfallen, ich weiß auch nicht, ja. Und allgemein, ist das jetzt so ein Abenteuer für dich? Ja, ich habe das Gefühl, jetzt... Letzten Mittwoch, Mara, erzähl. Gerade während dieser Zeit, wo ich meine sozialen Kontakte ein bisschen runtergefahren habe, ja, ist so ein Tapetenwechsel. So Gestern Abend mit meiner linken Hand. Zum Teil schon ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Ich lerne neue Menschen kennen, also ein mal den ersten Schritt. Und ja, so ein bisschen aufregend, ein bisschen Adrenalin wird ausgeschüttet. Ja. Der Rush. Ich bin gerade selber ein bisschen nervös. Immerhin macht das schöne Wetter das Dating wieder ein bisschen einfacher. Man kann spazieren und man muss nicht gerade zu jemandem heim. Irgendwie beruhigend. Digga, sind das Perücken hier oben, oder was? Sind das Perücken hier oben, oder? Zurück beim Lou. Er versucht, seinen Schwarm zu erreichen, will ihn zur Rede stellen. Oh nein, er hat immer noch nicht geschrieben. Aber der Lou hat einen Backup-Plan. Seit 2 Wochen ist er parallel wieder aktiv auf Dating-Apps. Du hast vorher von Grindr geschnurrt, da schreibt jemand auf Grindr. Ja, sag doch mal, was auf Grindr geht. Ja, feel free. Ein Bild gesendet. Ich mache es jetzt nicht auf. Ich gehe davon aus, es sind gerade die eindeutigen Bildchen. Aber ja, es vibriert gerade, weil ich wirklich, du hast gefragt und ich bin schnell online und schon rattert es rein. Und das ist ja, ich meine, das ist ja schon noch etwas Cooles, oder? Also dann kommst du online und dann zeigt dir der eine oder andere schon mal Interesse. Schickt dir da irgendwelche Tabs. Also, das gibt Bestätigung, aber nur eben, mit dem allein. Aber ja, gibt Bestätigung, hat er schon recht. Das ist nicht passiert, sondern da müsste dann etwas kommen, ob es jetzt eine schnelle Nummer ist oder nicht. Da haben wir, glaube ich, ein gutes Beispiel. Muss zwar wahrscheinlich wieder heim. Also am 14. September hat er mir geschrieben, hat mich nicht interessiert. Und jetzt schreibt er heute wieder. Und er wird schon ganz klar Grössenangaben wissen von mir. So geil, da die Troika-Flasche hier oben. Richtig interessantes Zimmer, ja. Also er hat hier Stöckeli-Schuhe hinten dran, aber oben Perücke. Hier die Smiley-Küsse und da auch noch so Stuff. Ringlicht. Also der Dude setzt sich irgendwie selber in Szene wahrscheinlich. Mein bestes Stück. Also so läuft das. Das ist normal. Auf Grindr ist das sehr normal, ja. Hast du das Gefühl, die Typen sind anders drauf seit Corona? Schwierig. Also, weil jetzt bin ich seit 2 Wochen wieder dabei.
Und es ist relativ simpel, aber manchmal habe ich einfach es geht einfach um die schnelle Wix-Vorlagenummer. Statt dass man irgendwie ein Porno schaut, schickt man sich halt schon irgendwelche Dickpics. Also nicht einmal Sex im echten Leben mit Nein, also wirklich nicht. Also ich glaube, es hat sich auch da gewandelt und geändert. Also er ist eine Drag Queen, jetzt kann gut sein. Wie hat er schon Gossip haben? Was machst du? Ah, schau an, Digga. Hier. Seht ihr das Chat oben mir? Der ist in dem Fall auch noch anderweitig tätig und stellt sich auch damit auch in Szene. Was ja auch in Ordnung ist, so ist es nicht. Aber gleich spannend, noch die andere Seite zu sehen. Hier zum Beispiel Telebahn. Wie deine Mami, dass du als Drag Queen unterwegs bist? Sie lieben es. Also, die Mami findet es super, die hat immer schon Theater gemacht. Ich glaube, das habe ich eigentlich von ihr. Vor 5 Jahren, okay. Gelernt. So ein das Entertainen und Verkleiden. Und ich glaube auch bei den anderen zwei, das kommt recht witzig an. Mal, glaube ich schon. Wann und wie hast du dein Outing gehabt? Er hat schon dann 2 Listen aus. Das Outing hatte ich etwa mit 14, wo aber schon eine andere Mami Wohnung, auf mich zugekommen ist und gesagt, ich glaube, da schlummert noch irgendetwas, was du mir noch nicht getraust zu sagen. Und so war es. Und ich konnte dann eigentlich ihr gegenüber mit 14 schon mein Coming-out machen. Okay, ja, spannend. Aber wir schauen jetzt erstmal das hier weiter. Aber ja, in dem Fall. Die schnellen Hack-Ups findet jetzt nicht statt. Also ich wünschte mir nichts mehr wie einfach nur eine Beziehung. Ja. Einfach mal eine, wo du kannst. Und da geht es mir nicht mal nur um den Sex, sondern es ist irgendwie ein Mörgeln zusammen da auf dem Sofa sein, zusammen einen Film schauen, Spiele spielen. Ein Spaziergang. Ich meine, Sport ist Mord in meinem Ding, aber sogar das würde ich in Kauf nehmen. Same. Ich würde sogar wandern, wenn er wandern. Ja, also, und wie gesagt, ich bin nicht der Mensch für allein in dieser Wohnung. Also, vorher schon nicht gewesen und jetzt noch, viel krasser noch nicht mehr. Und, meine 14 Jahre Single hin oder her und mit dem Image von einer Drag Queen as well, aber es wäre also schon für mich langsam, glaube ich, an der Zeit, dass mal einer könnte bleiben. Also, nichts gegen ihn, aber 14 Jahre Single ist ja schon, also 14 Jahre Single musst du ja auch zuerst mal sein. Ich will ihn nicht verurteilen, aber 14 Jahre Single sein heisst ja schon, du hast vielleicht eine gewisse Einstellung oder so, dass du vielleicht keine Beziehung willst. Weil 14 Jahre Single sein, also ich will nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, wenn du 14 Jahre wirklich aktive Freundin suchst, spätestens nach 14 Jahren würde man doch eine finden, beziehungsweise einen Freund würde man ja nach 14 Jahren wahrscheinlich schon mal finden, oder? Also... Und wenn das nach 14 Jahren und jetzt geht mit der ist meine Meinung so, aber meine nicht böse. Pandemie nicht hast. Aber die Pandemie hat mit dem Single sein sicher nichts zu tun. Fängst du dann eben auch selber an dir Fehler anfangen zu suchen. Und dabei musst du eigentlich realisieren, du bist gut so wie du bist. Und das habe ich eben auch zuerst lernen. Ja, aber 14 Jahre Single sein ist ja gleich. Hohe Ansprüche vielleicht, ja, es kann sein, vielleicht ist es wählerisch, es kann alles sein. Aber ich kann ja Pandemie. Also weißt, Pandemie macht ja auch keinen Unterschied. So. Aber er nimmt nicht ab. Der Dude nimmt nicht ab. Na? Hallo? Wie war's? Oh, er ist am Smilen, Digga. Er ist richtig am Smilen. Ja, gut, ja. Ja, ist angenehm, ja. Digga, das erklären ist immer so unangenehm. Viel über Studium geredet und viel über Sport und so, aber sehr angenehm, ja. Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt sind wir bis Zürich gelaufen, bis nach der China-Wiese und sind dort ein bisschen angeguckt. Schön mit dem Zürichsee und dem Bergpanorama. Genau. Leute, hier oben eine Wohnung. Da würde ich mich drinnen sehen, Digga. Sind nachher wieder zurückgelaufen. Jetzt die Frage aller Fragen. Ja, genau. Kannst du dir vorstellen, sie wieder zu sehen? Ich glaube schon, ja. Ich lasse jetzt zuerst mal so ein bisschen so Sack und so, aber ich kann mir es schon gut vorstellen, ja. Also es ist immer so die Frage, ob sie da gleich genommen ist. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das so ein bisschen rauszuspüren. Aber ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mich in den nächsten Tagen mal melde. Ja. Was ist jetzt die 3-Tages-Regel? Chat, 3-Tages-Regel, beste. 3-Tages-Regel, echt kann nicht. Also, oder findet ihr die dann schreibe ich, ja. Nein, also. Und vielleicht meldet sie sich ja auch, wer weiß, oder? Fast ein Happy End beim Till. Er scheint zu wissen, was er will. Bei der Nina ist es komplizierter. Sie wendet sich bei Gefühlschaos gerne mal an die Karten. Was für Karten, Digga? Also manchmal ist man so ein Leben, weiss man nicht so recht, ob man sich jetzt auf seine Gefühle oder seine Entscheidung
lassen oder darauf vertrauen. Also manchmal ist man so unsicher und ist ja noch froh, wenn man wie irgendetwas hat. Nie? Ob es jetzt ein Kollege ist, der einem etwas bestätigt oder vielleicht irgendein Zeichen. Oder also, es gibt ja Leute, die sagen, dann schick mir bitte ein Zeichen oder so. Und ich benutze nämlich da die Intuitionskarte. Für was? Okay. Brauchst du heute? Jetzt schaue ich, wie ich... Also ich habe ja 2, wo wir jetzt noch schreiben und ich weiss irgendwie nicht so recht, wie ich mit dem umgehen soll, weil ich eigentlich kein Interesse habe. Aber ich will irgendwie... Also ich weiss nicht so recht, was ich machen soll. Wenn ich so Karten drüber gehe, dann habe ich auf einmal das Gefühl, irgendeine zieht mich an. Und dann lange ich sie an und wenn ich dann wie so ein kleines Kribbeln spüre, dann weiss ich, okay, das ist die Richtung. Und dann drehe ich sie um. Okay. Und dann ziehe ich die Vergangenheitskarte. Eben, es ist halt immer... Und jetzt? Du musst sie ja immer selber interpretieren und ich finde, es passt Du musst es selber interpretieren. relativ gut. Und die interpretiere ich jetzt eigentlich so, halt eben so, jetzt mach dir heute keine Gedanken über die hohen Typen oder halt über das, wie du das kannst lösen, sondern genießt einfach deinen Tag. Okay. Und die, ja, ist eigentlich relativ selbsterklärend. Was ist das? Meditieren regelmäßig? Ja, also ich würde jetzt Also geht es jetzt auf den Text auf diesen Karten, wie zum Beispiel «Sei fröhlich und sorglos»? Das ist nicht das, was man selber davon mitnimmt oder du es eben noch interpretieren. Also, ja, ich sehe es ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. also interpretiere das einfach eben weiter den Kurs fahren, dass du einfach schaust, dass du eine gewisse Ruhe hast, eine gewisse innere Mitte und einfach alles so ein bisschen entspannt nehmen und fortschauen. Jedem das Seine, ja, ja. So will ich die Karte interpretieren. Nicht? Oh, jetzt aber. Die helfen dir schon auch, oder? Ja. Hey, also jetzt wegen diesen Karten, natürlich ist jedem selber sein Ding so, absolut. Meins wäre es gar nicht, ich kann es gar nicht, ich verstehe es auch nicht so. Ich muss aber wirklich sagen, so, jetzt wegen diesen beiden Typen, dort finde ich persönlich einfach, Kommunikation ist key. Also du musst einfach mit den Leuten ehrlich reden. Wenn sie mit 2 Typen schreibt, dann finde ich, sollte sie diesen 2 Typen auch sagen, wie sie fühlt, was sie unsicher macht, etc. Natürlich ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber mir persönlich, ich finde nichts mühsamer, als wenn du mit jemandem im Daten bist oder auch sonst, es muss gar kein Date sein, es muss gar keine sexuelle Beziehung sein oder sonst irgendein Interesse sein, schon mal mit Kollegen, einfach ehrlich miteinander sein, einfach sagen, was man fühlt. Und wenn Karten dabei das helfen, dann ja, aber ich finde es so ein bisschen, also so, ich weiss jetzt Doku noch nicht fertig geschaut, aber es wirkt ein bisschen so auf mich, als würde sie jetzt mega lang drum herumgeiern. Nein, das ist das falsche Wort. Drum herumeiern, anstatt einfach sich wie zu entscheiden und dann entsprechend auch ein bisschen zu kommunizieren, was sie fühlt. So, weil ich sehe es jetzt aus der Typensicht natürlich, aber für die ist ja das dann auch nicht geil, wenn du mit ihr schreibst, dann kommt so wenig zurück. Also, fix. Schau mal, wie herzig die sind. 2 Feinis, Digga. Vor allem sie mit so Clubschulden. Bleibst du jetzt eigentlich noch ein Zeitchen abstinent von Tinder? Ja, Fein. also ich habe jetzt gerade keine Lust zum wieder starten, sagen wir es so. Aber ich könnte es da nicht sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Futternäpfe. Also nicht abschliessend, aber im Moment eben bin ich mir mehr am überlegen, wie ich jetzt aufs werde, die ich an der Backe habe, als dass ich noch mehr will. Also eben, sie überlegt sich jetzt, wie kann sie die mehr loswerden, die sie schon an der Backe hat. Digga, schreib doch dann einfach, du hast kein Interesse und gut ist. Also da musst du ja auch die Zeit nicht von den anderen verschwenden, finde ich. Oder Chat, wie seht ihr das? Schreib doch dann einfach, du hast kein Interesse, Punkt. Es geht ja nicht darum, sich zu entscheiden, welche Person, sondern einfach, sag, du hast kein Interesse und ja. Meine Mitbewohnerin hat sich Ich sehe, was sie meint. Ich sehe es nicht, Mara, aber du darfst es gerne erklären. übrigens nach wenigen Stunden wieder von Tinder verabschiedet. Sie gibt Hoffnung auf, jemanden kennen. Du willst ja den Typen nicht wehtun. Das finde ich ganz ehrlich eine komische Aussage, beziehungsweise eine komische Haltung. Du willst ja den Typen auch nicht wehtun. Dort finde ich ganz ehrlich, das ist eine falsche Haltung, meiner Meinung nach, gegenüber den Typen. Die Typen, die verwenden viel Gedanken, viel Zeit für dich, um dir zu schreiben. Und wenn du schon von Anfang an weißt, du hast so oder so kein Interesse, dann sag das. Weil ich finde nichts mühsamer als Frauen, die sich wie, jetzt Frauen als Beispiel, aber es kann auch bei Männern sein, Frauen und Männer, die sich wie das Recht rausnehmen, mit dir ein bisschen hin und her zu scheiden, ein bisschen hin, obwohl sie schon wissen, dass es eigentlich gar nicht wird. So, Digga, der verschwendet doch nicht die Zeit von diesen Menschen und sag einfach, hey, schau, ich habe kein Interesse. Der erste Date war vielleicht okay, aber bei mir ist im Fall gut und so. Ja, vielleicht nicht die coolste Nachricht, einen Korb zu bekommen, findet niemand geil, aber Digga, dafür ist die Geschichte nicht gegessen, du hast ganz klar gesagt, du hast kein Interesse.
und dann ist es dann okay. Und dann sollte die andere Person das dann auch einsehen. Aber wenn du dann ein Date hast und dann kommt noch ein paar Mal zurück und dann fragt er, hey, ein zweites Date, dann sagst du, ja, ich weiss nicht, ich muss noch schauen, bla bla. Nein, Digga, das ist so, umeiern. Sag doch einfach, du hast keine Lust. Gut ist. Also das finde ich persönlich, wenn das bei mir jemand aber macht, nee. Also der habe ich wirklich, der ist vorbei so. Du hast rein, aber mehr weh, wenn es nur noch mehr rauszögert ist. Ja, sehe ich auch so. Weil klar, ein Korb bekommen, versteh mich nicht falsch, ein Korb bekommen ist nicht cool. Finde niemand geil. Aber Digga, wenn ich jemanden kennenlerne und dann trifft man sich mal und dann ist so, und dann will man sich so jetzt mal treffen, dann kommt die ganze Zeit so, oh, ich weiss nicht und oh, ich weiss nicht, wenn es das nächste Mal klappt oder so. Und dann meldet man sich nur noch sporadisch und ab und zu nicht. Also das würde mir persönlich mehr wert tun als alles andere. Also einfach nach dem ersten Date sagen, hey, look, ich glaube, aus uns wird nichts so. Wenn man sich sicher ist. Wenn man sich unsicher ist, okay, dann kann man sich überlegen und dann würde ich sagen, trifft man sich wahrscheinlich noch mal das zweite Mal und tut sich dann entscheiden. Aber nicht rauszögern, Mann. Auf das oberflächliche Hin und Her. Du kannst ja genau das sagen, dass es eigentlich chillig ist, aber du es halt nicht auf der Ebene siehst. Ja, voll. Es gibt sicher Typen oder auch Frauen, die dann eingeschnappt sind, die sich nicht melden, die beleidigt sind, die vielleicht auch traurig sind. Es gibt aber auch die Leute, die es verstehen. Und vielleicht sogar jetzt an meiner Stelle, oder ich wäre so einer, der sagen, merci, bist so ehrlich. In diesem Fall wird es eher nichts, aber merci gleich fürs Treffen. Ja, genau, das merke ich. Und das ist etwas, was mir mega wichtig ist, dass ein Mann auf den Inhalt des Gesagten von mir eingeht. Dann fühle ich mich ernst genommen. Und so, also auf Netz ist ja sehr bewundernswert, aber dass man so jedes Gespräch kann, irgendwie auf Sex umdeichsen. Ich meine, ja, Sex ist geil und alles, aber es ist nicht alles. Und für eine Partnerschaft, egal in welcher Form, wünsche ich mir einfach ernst genommen zu werden. Easy as that. Oder eben nicht. Als ich schon fast fertig bin mit dieser Repo, meldet sich der Luna mal. Er will mir etwas erzählen. Jetzt kommt's. Ich glaube, meine zickige Art vor ein paar Wochen war nicht unbegründet, aber vielleicht auch ein Touch too much. Ja, also komm, erzähl mir von deinem Date. Wie war es? Ja, es hat an der Haustür stattgefunden, die erste Begegnung, weil er ist gerade zu mir heimgekommen. Hat dann meine besten Kochkünste aufgefahren. Geil. Oh, Digga, so Hunger. Und es war ein super cozy Abend. Nice. Die Erwartung wurde erfüllt. Ja, inwiefern? Ja. Ist es jetzt der Dude, den er schon lange treffen wollte? Ja, also menschlich. Also im Sinne von das Live dürfen dann mal kennenlernen. Das ist... okay, aber der, den er mal kennengelernt hast. Wie du ihn vorgestellt hast? Ich würde sagen, fast noch ein bisschen besser. Ja, also es ist halt wirklich ein Bär. Wir haben uns... Ein Bär? Geil, ich glaube, in schwulen Szenen ist so mal unterscheiden zwischen Bär und diesen Skinny Dudes. Dann ist man selber Skinny Dude oder eben ein Bär, irgendwie so. Ein Glas Champagner gegönnt. Wir haben sehr vertiefte Gespräche auch geführt, die unabhängig sind in erster Linie von... Sondern ja, man muss sich einmal kennenlernen, mal live und hinterfragt Sachen. Und, ja, also es hat einen Kuss gegeben und man hat gekuschelt auf dem Sofa. Moment, es hat einen Kuss gegeben? Ja, es hat einen Kuss gegeben. Also wir haben oben gemacht, auf gut Deutsch gesagt, ja. Das war schön für dich. Das ist schon ein Unterschied, es hat einen Kuss gegeben. Es hat einen Kuss gegeben, wir haben rumgemacht. Ein kleiner Unterschied, aber... Ja, wir beide. Also vor allem, weil eben, ich habe schon lange nicht mehr geknutscht. Ja. Ich bin dann relativ recht müde gewesen, weil ich gearbeitet und wieder noch dran. Und muss anscheinend an seiner Seite recht geschnarchelt haben und es hat dann einmal nicht gestört. Schon mal ein gutes Zeichen. Also ich habe gefunden, wenn man Mann, und das ist in meinem Territorium, wenn ich mich so gefallen lassen, im Sinne von, dass ich einschlafen kann auf jemandem, und nein, er ist nicht so langweilig, dann hat das für mich eigentlich dann schon auch eine Bestätigung, dass da eigentlich jemand Richtiges an meiner Seite ist. Ja. Ich glaube, Lou, seine Geschichte ist schönes Ende. Mega bezeichnend für Dating während Corona. Es ist irgendwie so volles Auf und ein Ab, und weil sich so viel online abspielt, kann nie wirklich Nähe entstehen. Wie war das eigentlich bei euch während der Pandemie? Schwieriger zum Glück? Ja, das SRF-Doku immer am Schluss Fragen stellen, man kennt ihn. Oha, es hat recht viele Dislikes. Aber ich muss sagen, ich habe eine coole Doku gefunden. Ja, aber ich glaube, die Aussage ist wirklich so ein eine schwierige Sache. Man kann jetzt auch sagen, glücklicherweise ist es jetzt ein bisschen anders. Man kann jetzt wieder ein bisschen mehr draussen machen und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Dating in der Pandemie, und das haben wir jetzt so mitbekommen hier im Chat, aber ich glaube schon auch recht schwierig ist. Oder es sicher schwieriger macht. Obwohl jetzt eben nicht alles unterstreichen kann, was jetzt hier gesagt wurde. Aber hey, das ist interessant zu sehen. Merci, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Doku.